Was geht ab, Leute? Lang nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lang. Was? Wie geht's? Gut, sehr gut. Ich bin glücklich hier. Das ist cool. Ich mag's hier. Wie viel Uhr ist bei dir? 2 Uhr. So, Leute, wollt ihr mal kurz die Skyline genießen? Ich zeige euch kurz meine Aussicht, okay? Das ist meine Aussicht. Ja, doch, man sieht. Man sieht. Das ist Seoul. Wir sind gerade in Südkorea. Seoul, meine Damen und Herren. Ey, und ich sag euch ehrlich, ich lebe wieder. Ich bin hier am Leben, Bro. Es ist wirklich krass, ich bin hier wirklich am Leben. Ich fühle mich hier frei, ich fühle mich hier, Digga, ich fühle mich hier wirklich einfach, als würde ich dazugehören. Versteht ihr? Aber ich gehöre nicht dazu. Digga, das ist so geil, Bruder, ich war mit Wieland jetzt, eigentlich wollten wir halt rausgehen so. Ich wollte mit Wieland, wir sind einfach auf Sidequest-Jagd gegangen, Junge, das war so geil. Digga, wir sind einfach rausgegangen und haben gesagt, okay, kein Trinken, nix, wir gehen einfach auf Sidequest-Jagd. Wir sind rausgegangen, wir sind spazieren gegangen, dann sind da so random Typen, die sprechen wir einfach an, die sind alle todeschillig hier. Bruder, da war das so ein Blumenrestaurant, da sagt Wieland richtig laut, oh, beautiful store, und dann steht einfach, das ist so random, Digga, und dann steht einfach, also dieser Laden war schon längst zu, wir haben 2 Uhr nachts hier, vor diesem Laden steht einfach der Bruder von der Besitzerin, und da haben wir mit denen geredet, Roomtour, ich kann euch gerne eine Roomtour machen, wenn ihr wollt, aber bitte nicht wundern, das sieht wirklich schrecklich aus, okay? So, man kommt hier rein, dann haben wir hier links Badezimmer mit natürlich japanischer Toilette, wer hätte das gedacht? Dann haben wir hier eine richtig skaffte Badewanne, die ist wirklich ekelhaft und ich muss die Badewanne auffüllen mit dem Scheiß, weil das irgendwie nicht funktioniert. Bruder, und dieser Regler, du musst halbe Stunde regeln, dass das Wasser warm genug ist. Dann haben wir hier ein viel zu kleines Waschbecken. Bruder, guck mal, ich stehe hier. Das ist so, guck mal, das ist richtig klein, Digga. Guck mal, das ist nicht mal auf Schwanzhöhe, das ist hier. Ja, dann hier ist halt Bett, so, Tisch, Wasser, Fenster, Fernseher. Ja, das war's. Ich habe auch Klamotten gekauft, wollt ihr die sehen? Walla, ich sag Klamotten tough. Ich sag Klamotten richtig tough. Ich habe gekocht. Die Hose habe ich gekauft. Ach fuck, wie soll ich euch die zeigen, Digga? Ach Bruder, ich krieg die ganzen Nachrichten. Guck mal, die Hose gekauft. Die ist überfresh, sage ich. Ich sag, die Hose ist W-Invest gewesen. Die ist richtig geil. Dann habe ich noch, oh warte, ich zeig's euch. Dann habe ich noch ein Trikot, was auch todesgeil ist. Das Trikot kannst du nur in Seoul kaufen. Das macht's noch geiler. Boom. Das hier. Auch übergeil. Kann ich jetzt nicht richtig zeigen wegen Kamera, ihr wisst. Was habe ich noch gekauft? Ach hier, die Dinger. Bro, das war heute. Den hier, boah, also das war Legendary Moment auch. Wir waren in so einem Gacha-Store. Also so diese Mini-Dinger, mit Mini-Kram, wo man so Sachen rausdingsen kann. Und ich meinte, Wieland, guck mal, diese schwarze Hello Kitty, die ist fresh, hol dir die. Digga, der hat so die ganzen 20 Tries gebraucht, auf einmal ein Try, er kriegt einfach 2 gleichzeitig, Digga. Und hat mir einen gegeben. Bro, das war krass, Bruder. 2 auf einmal. 2 auf einmal und den hab ich mir selber geholt. Kirby. Guck mal, sorry, wenn es die ganze Zeit vibriert, ignoriert es einfach. Guck mal, hier ist Kirby. Das war heute, die habe ich heute geholt. Dann habe ich noch eine andere Hose. Ich muss jetzt meine Hose ausziehen, warte. Ich hoffe, ihr seht meinen Arsch jetzt nicht. Ich sag, die ist auch krass, aber ich sag, die Jeans ist wirklich Fang der Woche. Hier, das ist die andere Hose. Ja, ich seht halt nichts, Digga. Bruder, was soll ich euch zeigen? Ihr seht halt nichts. Man, hier ist auch kein Spiegel oder so, das fuckt voll ab, Digga. Ja. Oder keine Ahnung. Okay, sonst habe ich eigentlich nichts gekauft. Lass mich überlegen. Nö. Doch, ich habe eine Sache gekauft, die hat Wieland immer noch. Die hat er mir immer noch nicht gegeben, der Wichser fällt mir jetzt gerade ein. Nö, sonst habe ich nichts gekauft. Das war's. Ich sage aber, du sollst dir T-Shirts oder generell Oberteile in einer Nummer kleiner kaufen. Bro, das war schon M. Das war M, glaube ich.
Guck mal Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das im Stream gesagt hatte. Bro, ich sage euch, das war das beste Investment, was ich gemacht habe für die Reise. Also erstmal, ich sehe aus wie ein Hurensohn, ich weiß. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage gevloggt, also aufgenommen, sagen wir, das ist kein Vlog, aber aufgenommen. Und wir hatten richtig oft die Situation, dass die meinten, no camera, no camera. Bruder, boom, boom, aufnehmen. Easy. Simple as that. Also sie hat richtig oft Resuming gecarried. your liked songs on Spotify. Hallo? Sorry Leute für den, ne? Das, ihr wisst, das ist wegen der Brille, wenn ich da rechts drauf tippe, dann geht die Musik an. Cinema Move. Ja, ne, was haben wir noch? Dann hier, wir waren jetzt gerade, bis jetzt gerade im Internetcafé. Digga, was auch 100-mal geiler ist als erwartet. Ich weiß nicht, ob das nur in diesem Internetcafé ist, aber ich dachte Internetcafé so richtig räudig, ekelhaft, dunkel, scheiße, tot. Aber Digga, das war so geil. Bro, ich hab Minecraft gezockt ein bisschen. Was ein bisschen scheiße ist, ich habe 180er Ping, obwohl ich auf Asien-Server bin. Das check ich irgendwie nicht. Digga, und wir haben einfach Anime geguckt. Bruder, ich habe einfach öffentlicher Raum, ich gucke einfach Anime. Das war so geil, wir konnten uns die ganze Zeit Essen bestellen. Ich habe die ganze Zeit so Blueberry Smoothie getrunken. Wieland hat die ganze Zeit Pommes bestellt. Digga, das war Traumleben gerade. Wirklich, ich bin so glücklich hier. Ihr checkt das nicht. Digga, ich bin so glücklich hier. Das ist so geil hier. Ich liebe das. Digga, der Abend gestern war auch überlustig. Der war zwar richtig, also Bruder, wir waren bis 4 Uhr oder 5 Uhr unterwegs. Und es hat gekracht auf jeden Fall. Aber ey, das war geil. Das war richtig geil. Bist du mit Romatra dort? Ja. Warst du schon im Maid-Café? Gar nicht, Digga. Bruder, ich hatte auch allgemein gar keinen Frauenkontakt hier. Ich bin hier wirklich, also außer mit Isa und ihrer Freundin gar nicht, Digga. Oder? Lass mich kurz überlegen. Kein Frauenkontakt, glaube ich dir nicht. Naja, Ansichtssache. Also in Real Life nicht, aber Leute, jetzt kommt's. Wir hatten ja heute eine Sidequest mit Wieland. Bruder, während dieser Sidequest dachte ich mir einfach random, Walla random. Ich habe nichts in meinem Kopf irgendwie. Aber einfach mal zu gucken, weil man sagt ja immer Ausländer, Ausländer. Habe ich mir aus Spaß, Leute, habe ich mir Tinder runtergeladen. Einfach nur zum Gucken mit Wieland, ob ich irgendwie Likes bekomme oder so. Digga, ich hab Bro, das war überkrass. Ich hab mir Tinder runtergeladen, 1 Stunde danach hatte ich 10 Likes oder so. 10 Likes. Und hab mit einer geschrieben, ich hatte mit einer geschrieben, auf Koreanisch. Ich meinte so, hey, wie geht's dir? Auf Koreanisch, komplett, ich habe diese Zeichen da. Dann schreibt sie zurück auf Koreanisch, ja, gut, und dir? Dann meinte ich so, ja, auch gut, studierst du hier oder lebst du hier? Dann meinte sie, ja, ich lebe hier, Koreanerin, und du? Dann meinte ich, ja, ich bin eigentlich Luxemburger und kann gar kein Koreanisch. Und dann meinte sie so, oh, okay. Und dann hat sie gefragt, ob ich Englisch rede. Dann meinte ich, ja. Dann hat sie gefragt, okay, und du, also was ich hier mache? Dann meinte ich bin Reisender und jetzt kommt der Plot-Twist. Ich wurde gebannt. Ich habe keine Ahnung warum, ich wurde einfach gebannt. Ich muss jetzt verifizieren oder so, aber kein Bock. Ich hab's gemacht, aber ich wurde immer nicht gebannt. Aber der Mythos stimmt, also Ausländer sind hier echt beliebt, Digga. Also laut Tinder. In Real Life habe ich davon nichts gesehen. Aber ist egal. Was schluckst du? Das hier. Und das hier. Auf jeden Fall, Chat, ich hab's mir, also, ihr müsst es verstehen, wenn ich irgendwann einfach nie wieder online komme. Also ich gehe auf jeden Fall dieses Jahr nochmal hier hin, also Asien, länger, und werde dann nicht streamen. Ich bin hier glücklich. Digga, ich weiß nicht, wann Bruder, ich bin seit 2 Tagen hier, ich will hier nicht mehr weg. Ich will nicht mehr, ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier. Was wollt ihr machen? Würdest du sagen, dass Korea besser ist als Japan? Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde Japan immer noch besser. Also viel besser. Also von der Stadt her, vom Aussehen her und alles, bla bla bla, finde ich Japan besser. Von den Leuten her wüsste ich gerade nicht. Weil in Japan sind die Leute todesgeil, aber das sind immer die Ausländer. Und hier in Korea sind die Leute an sich geil, aber auch sehr rassistisch. Das habe ich jetzt auch gesehen. Wir wollten nämlich in irgendeinen Club rein. Also Isa meint das ja richtig oft, dass die so ein bisschen rassistisch sind gegenüber Ausländern, weil ich habe auch ChatGPT gefragt,
95%, die hier in Korea sind Koreaner. Die anderen 5% sind nur Ausländer. Digga, und wir laufen hier rum, wir sind die einzigen Ausländer. Das ist krass, ich dachte, hier sind irgendwie mehr zu Besuch. Ähm, aber wir sind auch richtig Off-Season gerade. Auf jeden Fall wollten wir Club rein und dann meinte er da einfach, nö Diggi, ihr seid weiß. Naja. Ja, aber in Japan sind die anscheinend auch rassistisch, nur zeigen die es da weniger. Also anscheinend ist Korea, Japan low-key racist, aber die überspielen das. Aber ich glaube, das ist eher bei den Älteren. Ich glaube, die Jüngeren hier sind überchill. Digga, wir waren auch bei diesem, wir waren so richtig wie so zwei Opfer, haben wir diese Mini-Greifautomaten gespielt, wo ich Kirby gewonnen habe. Digga, kommen da so random drei Koreaner und meinen so, hey, what's up? What's up? We hope Korea is good, man. Digga, da drückt er mir einfach einen Schein in die Hand und sagt, hier, take it, take it. Meinte ich so, no, 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 I cannot. Digga, oh mein Gott, gut, dass du es reingeschrieben hast. Digga, ich wurde einfach, ich weiß, ist jetzt, also für mich ist jetzt nicht so deep, aber ich wurde einfach das erste Mal sexuell belästigt, Digga. Das war auch, dachte ich mir, okay, krass. Wir waren gestern im Club, kommt da, kommt da so ein Koreaner, also ein Mann, kommt so zu mir, fragt so, ja, von wo bist du? Geht so mit der Hand so an meinem Rücken so, auf den so auf Homie. Hab ich ein bisschen mit dem geredet und ein bisschen mit der Gruppe geredet. Auf einmal der umarmt mich so wieder und gibt mit seiner Hand runter und einfach an meinem Arsch, Digga. Ich dachte so, okay, Bro, okay, vielleicht Ausrutscher, ich weiß nicht. Vielleicht ist er Ausrutscher. So, dann ist er irgendwann weggegangen, dann meinte ich so, ja, und der hat mich gerade am Arsch angefasst, dies, das. Dann ist er nach so einer halben Stunde zurückgekommen wieder, hat wieder ein bisschen geredet, dies, das, macht wieder den gleichen Move, aber am Arsch, Digga. Aber der, also ich glaube, der war halt schwul, ne? Aber, ja, hat irgendwie, war gut. Nein, war nicht gut, aber er hat mich jetzt auch, also hat mich persönlich jetzt nicht gejuckt eigentlich. Man fasst ja Frauen trotzdem nicht an, ich bin keine Frau, aber ja, man fasst allgemein keinen an, also scheißegal ob Mann oder Frau, aber mich hat's jetzt nicht gejuckt. War krasse Erfahrung. Was soll ich sagen? Ja Leute, ich würde jetzt einfach pennen gehen, oder ihr könnt mit mir pennen, wenn ihr wollt. Letzte Nacht war ich schon bis 6 wach, Digga. Ich muss pennen. Ich habe meine Zähne schon geputzt vor dem Stream. Mit Klamotten, nein, ich ziehe die gleich aus. Aber ohne euch. Wir wollen ja nicht, ne? Wie viel, Alter, Grad ist die Hölle, Bro. Grad ist die Hölle, Digga. Es ist so verfickt kalt, Bruder. Ich wäre eigentlich jetzt auch mit Wieland unterwegs. Wir wollten wirklich, wir wollten einfach nur gehen, bis wir wirklich absolut keinen Bock mehr hatten. Aber wir mussten abbrechen, weil es so kalt ist, Digga. Es sind -2 Grad, Junge. Wir werden verarscht hier gerade. Oder ihr in Deutschland habt irgendwie so 15, 20. Wir werden gefickt. Wir werden gefickt hier. Aber, also Wetter ist hier auch schon. Oh Mann, meine Muskeln. Ich muss meine Muskeln flexen kurz. Oh, meine Schulter! Oh, meine Schulter! Oh, meine Schulter. Oh, Digga, die ist immer noch nicht geheilt, Junge. Das fuckt ja richtig ab. Was hast du gemacht, Digga? Ich bin vor 3 Monaten mit dem Snowboard auf die Fresse geflogen und seitdem tut meine Schulter weh, wenn ich die strecke, Junge. Das ist so ein Scheiß. Das ist ja immer noch da. Oh, Leute. Psst. Psst, Leute. Digga, wollen wir RP machen, Isa, meine Freundin? Wir machen das jetzt. Wir machen jetzt RP, Isa, meine Freundin, und wir gehen jetzt, also wir schlafen, also nicht schlafen, aber also, ihr checkt. Ich habe extra was gekauft, damit wir das jetzt machen können. Keine Kosten und Mühen gescheut. Hey Schatz, alles gut? Wollen wir jetzt schlafen gehen? Ja? Okay. Hüpfst du dann ins Bett oder was? Soll ich rüberkommen? Ach, du willst wieder getragen werden, ne? Ich kenn dich doch. Hallo. So, ich trag dich. Komm her, Baby. So, leg dich schön hin, ja? Leg dich schön hin.
Okay. Hier ist ein eigenes Kissen. Wir sehen uns morgen wieder. Oh, fuck.